Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Jetzt gehen wir wieder raus von hier, weg von der schönen Musik und tiefer wieder in der verwunschene Waldreihe. Könnte man noch ein bisschen leveln. Mal gucken, wie weit es da noch ist. Ich glaube, von da aus ist es nicht mehr allzu weit bis zum Boss. Das können wir ruhig noch ein bisschen zum Kämpfen nutzen hier, das Gebiet. Ah, wir sind im Vorteil. Sehr schön. Dann machen wir den zweiten Goblin platt. Von hinten machen wir natürlich wesentlich mehr Schade, wenn wir die so attackieren. Sehr schön. Die AP kommen uns auf jeden Fall auch zugute. Ah, sie dann ist schon auf Level 4. Das ist gut. Und... Ah ja, da kommen wir da hoch. Oh, warte mal. Ah, daneben ist auch noch was. Aha. Wird der Fluss aus dem Wald raus? Möglich wär's. Aber sonst finden wir da echt nichts. Nö, sieht nicht so aus, als ob wir noch was finden würden. Okay. Ich finde es aber auch schön gemacht, muss ich sagen, mit der Umgebung. Na, da ist noch so ein kleiner Wicht. Und er zieht sich hier wieder in der hohle Baumstamm zurück. Er scheint kein Monster zu sein. Naturbrunner. Ohne Active Time Event gibt's wieder Lagerbesprechung. Bist du dir sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher. Wir werden auch hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm die Karte mit. Bis Lindblum ist noch ein weiter Weg. Alles klar, wir sind in unserem Hauptquartier. Jawohl. Okay. Das ist in der Zwischenzeit so passiert. Und was sagst du, Monty? Habe ich nicht was für dich? Ja, an Monty einen Brief überreicher. Ein Brief von Kupo? Vielen Dank, Kupo. Von Kupo an Monty. Königin Bran benimmt sich in letzter Zeit sehr merkwürdig, Kupo. Aber noch viel merkwürdiger benimmt sich Prinzessin Garnet, Kupo. Ich habe sie will weglaufen von der Helm, Kupo. Käme doch noch ein Prinz auf sein weißes Schimmel. Naja, oder so ähnlich. Kupo. Ich will eigentlich Prinzessin gar nicht vorhin. Nee, das will ich mal bloß ein, Kupo. Um was kümmert mich das überhaupt, Kupo? Hast du noch was für mich? Nö. Ansonsten hat er nix. Ah, vorhin kam ein Brief von Stiltskin. Oder Stiltskin, oder wie man nennt. Lassen wir uns zusammen lesen. Von Stiltskin an Monty. Wahnsinn, ist das kalt hier. Schon merkwürdig. Als das letzte Mal hier war, da war es noch nicht so kalt. Egal, sowas passiert schon mal. Macht das Reise gleich viel abwechslungsreicher. Aber ich sollte hier nicht unnötig lang verweilen, sonst wäre ich zu Schleckeis für die Mastofante. Kalt, sagt er. Ich weiß, wo er ist, Kupo. Aber das ist doof, er immer so kalt sein soll. Das stimmt doch was nicht, Kupo. Sonst schon irgendwas? Nö. Ich hätte so gern einen Brief. Hast du einer gekriegt? So, speichern wir hier nochmal. Und... So, von Prima Vista Deck speichern wir jetzt auf... Sehe ich nicht auf was. Aber das sehen wir beim nächsten Mal dann, wenn wir speichern. Okay, hier erstmal unser MP wieder und LP auffüllen. Komplett Heilung der HP und MP. So, sehr schön. Ansonsten gibt es hier nichts, aber das ist sehr praktisch, so ein Naturbrunner. So. Hat es hier irgendwas gehabt? War hier Ausrufezeichen? Dass ich wüsste. Das ist dann wohl der Waldtyrann. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird lustig. So. Okay, Gegner? Doch. Und gegen was kämpfen wir? Machen wir Feuer auf das Ding, die Nymphrose. Feuer. Oder so. Ui, das macht viel Schade. Sehr schön. Dann die Herren der Schöpfung, bitte. Wind. Gut, dass er hinter steht. Sehr schön, Steineharzgespalter. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Herr Ritter. Aber er muss erstmal die etwas ältere Waffe behalten, bis er mal das ganze Zeug da gelernt hat.
gerade mal gucken. Wie lange ups, jetzt zieht dann Ability. Wie lange braucht dann Steiner noch? Okay, das wird ein bisschen dauern. Gift und Galle. Und Bestientöter kann er durch den Falchion leider nicht lernen. Dafür braucht er noch ein bisschen Zeit. Aber Kraftklinge ist dann etwas, was er aktiv im Kampf einsetzen kann. Bestientöter dauert ein Weilchen noch. Hoffen wir mal, dass er es durch irgendwas anderes noch lernen kann, durch irgendeinen anderen Ausrüstungsgegenstand. Auch ältere Abilities werden dann irgendwann im Laufe der Zeit nochmal lernbar durch neue Gegenstände. Sagen wir mal, je abwechslungsreicher die Gegenstände, desto mehr Sachen sind da auch drauf. Und es kann auch sein, dass da ein paar alte Gegenstände noch, alte Abilities noch mit dabei sind, bei neue Gegenstände. So, Sammeln kann man auch machen. Dann Uiuiuiui. Also wenn Vivi sich sammelt, dann wird seine schwarze Magie effektiver. Dann wird sie in der nächsten Runde ein bisschen stärker. Das finde ich natürlich sehr cool, so Konzentration und dann... Okay, die anderen zwei haben auch noch Level 4. Probieren wir es doch einfach mal aus. So, da kommt er jetzt schon. Mit der ersten Boss-Musik. Er ist auch unser erster Bossgegner. Geht's dir gut, Prinzessin? Es ist wohl der Boss. Prinzessin! Welche ist hier gefälligst raus? Wie stehe ich dann da, wenn die Prinzessin Alexandria von einem Räuber gerettet wird? Glaubst du packst den alle? Auf geht's, Vivi! Ich finde auch die Bossgegner-Musik sehr cool in dem Teil von Final Fantasy, muss ich auch sagen. Boah, schön. Gänsehaut kriege ich da wieder. So ein erster Bossgegner. Okay. Sieh dann. Ich will erstmal Räuberauge auf das Vieh haben. Polenstaub. Oh. Und? Oh, Vivi ist blind. Egal, das ist egal bei Vivi. Steiner kann man normal drauf kloppen. Besitzt Eisenhelm, den müssen wir auf jeden Fall klauen. Und die Aare-Tropper. Oh, wir sind alle blind. Das ist natürlich nicht gut. Aare-Tropper haben wir doch. Aare-Tropper. Die kriegt erstmal Steiner. Du klaust. Und du machst nur Magie-Schwert Feuer. Augentropfen geklaut. Na toll. So, Feuer. Feuer-A-Klinge. Okay. Ui, ja, das rotzt ziemlich gut rein. Du machst nochmal eine Augentropfen auf Sidan. Der kann das gebrauchen und du machst Klauen. Blitz. Oh, das geht. Sidan hat's erwischt. Die reinste Wäschlumpe. Platzt euch, Rami auf. Okay, Vivi, heil doch mal Sidan mit einer Phönixfeder. Steine hau normal drauf, du machst Klaue. Oh, das bringt nicht sehr viel Leber. Eisenhelm geklaut, perfekt. Dann nimmst du ein normaler... Oh, scheiße, falls du es überlebst. Da gucken wir nochmal auf den Unterschied. Vivi hat es auch erwischt. Phoenix Downer. Und du auch Phoenix Downer auf Vivi. Ja, ein bisschen mehr bringt's. Okay. So, sie dann, heil dich. Linker Tentakel. Und dann machst du nochmal Heilung auf Vivi. So. Dann sind wir erstmal wieder so weit. Nachdem wir alles geklaut haben von dem Bastard, können wir jetzt auch richtig los drauf hauen. So. Mal drauf. Und jetzt geht's richtig auf der Washing. Also ich muss sagen, gerade in Final Fantasy 9 muss man das Sache mit dem Klauen, dass das hier wesentlich wichtiger ist als in anderen Teilen. Oh, das sieht nicht gut aus. Steiner hat's erwischt. Okay. Nicht so gut.
schnell Steiner beleben, nicht, dass er das Vieh vorher niedermacht, sonst kriegt er keine Erfahrungspunkte. Du machst nochmal ein High Potion auf the Olden Man. Echter Tentakel. Na toll. Steiner ist wieder tot. Wir holen ihn trotzdem wieder zurück. Irgendein anderer kriegt jetzt den High Potion ab. Ja, toll. Vivi. Okay. Hol den bitte zurück und Steiner wird auch nochmal geheilt. Na, du blödes Mistvieh. Ah, nur auf ihn. Okay. Ihn brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so dringend. Steiner soll nur magisches Schwert machen. Also Blank brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den können wir noch eher verzichten. Aber Steiner und Vivi brauche ich auf jeden Fall. Ja, das war's dann. Sehr schön. Puh. Gerade so geklappt. Deswegen habe ich gemeint, lieber mit Level 5 frei. Aber es hat auch so noch funktioniert. 5 AP kriegen wir dafür und Vivi hat Feuer gelernt. Das kann er jetzt fest. Dafür braucht er jetzt nämlich seinen Stecker. Das hat er jetzt fest gelernt und kann es immer einsetzen. Prinzessin, so kommt doch zu Sinne. Sie dann, kippe das Gegengift rein. Jo, Allah. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist er bald wieder auf der Bär, oder? Was denn? Was ist noch nicht? Works. Würg. Was ist denn das? Verflixt, die kreisen uns ein. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht. Ja, muss wohl, ne? Was zögerst du so? Oh je. Ja, jetzt wird der Wald ein bisschen stinkig auf uns. Aber wir können uns so zum Beispiel auch im Kampf wieder stellen. Wenn wir halt ganz blöd sind, stellen wir uns im Kampf. Und Blank ist immer noch K.O. Na, klasse. Okay. Vivi, machen wir schwarze Magie, Feuer auf alle. Sind dann Plantomantis heißen die. Probieren wir mal was zu klauen. Oh. Oh. Okay, die hat das so schon gelegt. Was bringen sie dann? Bringen aber gute Erfahrungspunkte, die Biester. Zumindest was so geringes Level. Und ja. Runde nehmen wir gern noch mit. So. Oh, schön. Da haben wir doch noch ein bisschen was zu tun, glaube ich. So, da. Erstmal warte, bis Vivi soweit ist. Der ist der Letzte in unserer Runde, der attackiert. Okay. Feuer auf alle. Das machen wir dann mit R1 alle Auswähler. Und was noch steht, machen sie dann und Steiner platt. Hey, berühre mich ja mit einer eklige Fühler. So, Vivi, gib ihnen. AP geben sie jetzt leider nicht so viel, aber dafür geben sie gut Erfahrungspunkte, muss ich sagen. 7 Profi, ne? Das ist bei 21. Ah, 22 sogar. Okay, ja gut. Eine Isegrim-Karte gibt's auch noch. Na, dann rennen wir halt. Bevor ich jetzt ewig um 3 Tage hocke gegen die Viecher. So. Und weiter geht's. Also diese eklige Blattmantis sind immer noch hinter uns her. Die geben wohl nicht so schnell auf und anscheinend hat der Tod vom Waldtyrann die rausgelockt aus ihrer Verstecke. 4er. Das werden immer mehr. Gut, dass Vivi als erste an der Reihe ist. So, ich will nicht erfühlert werden. Wie viel Schade macht das? Oh Gott sei Dank nur 8. Das ist nicht besonders stark. Da war der Waldtyrann wesentlich stärker. So. Oh, sehr schön. Vivi macht sehr gleichmäßig Schade. Das gefällt mir sehr gut. Nicht je mehr Gegner, desto weniger Schade. Das ist ganz gut. Tontauben hat Steiner erlernt. Okay, da gucken wir doch gleich mal im Menü noch. Oh, Blank sieht ja auch lustig aus, so als auswählbarer Charakter. Sehr vernarbt. Tontauben, habe ich gesagt, ne? Tontauben ist ja die Bronzerüstung. Okay, da haben wir leider noch nichts Besseres für ihn. Gift und Galle kann er noch lernen. Und Bestientöter. Okay, gut. Schade.
Hätte ich jetzt eine bessere Rüstung für ihn, hätte er die 8 nehmen können. Also du wärst jetzt schon bereit für was Besseres. Was ist denn los? Jene bestimmt nicht mit dem Wald hier. Oder was mit dem Dreckswald in Stimmen. Schlimmer kannst du nicht werden, oder? Der Wald verfolgt uns? Blank, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles der Bach runter. Hey, was hat er denn vor? Wie sie rennen. Boah, Alter. Doch, und ordentlich viel Zeug. Und nicht im Ohr, der Wald versteinert. Oh Gott, wie schnell der Steiner ist in seiner Rüstung. Ich muss sagen, Final Fantasy 9 ist sehr videosequenzlastig. Und Blank hat sich jetzt für Sidam geopfert. Und ist auch versteinert. Und... So, Hammer. Wow, jetzt kommen noch die Dorne hinterher. Jetzt dummel dich aber, Kerl. Puh. Oh Mann. Der Wald ist wohl verschlossen und versteinert. Da geht nichts mehr rein. Und der arme Blank hat's auch erwischt. Das ist bitter. Aber ich muss echt sagen, elender Sturkopf. Das Spiel ist wirklich sehr videosequenzlastig. Blank. Ach. Ob's der Prinzessin bald wieder besser geht? An allem ist nur der Kerl hier schuld. Ein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palmen. Prinzessin. Steiner? Ihr habt mich gerettet? Euch selbst und Eisatzmann von eurem Leben zu beschützen, Prinzessin. Das ist die Aufgabe von eben dem Steiner, der hier vor euch steht. Meine überragende Fähigkeit und die Schwarzmagie von Vivi waren es, die dich gerettet haben. Würde ich jetzt nicht sagen, Steiner hat ihm Jude Gnadenstoß gegeben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber dem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in kennere Schuld. Und überhaupt, hätte schon die Prinzessin nicht entführt, dann wäre man nie in den Schlamassel hier reingeroten. Sich doch noch als heldenhafter Retter aufzuspielen, das steht um fast wohl der Boden aus. Kerl, wenn wir erst mal in Alexandria sind, dann hängst du. Ich habe Alexandria aus freie Stücke verlassen, Steiner. Ja, genau. Wir sind zwar gekommen, sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns angeschlossen hat. Prinzessin, ist es dann wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, du hast jetzt einen Durchblick und sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über den Fluch vom Nebel Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen, über die giftige Wirkung vom Nebel. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwunschenen Ort wie dem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Aare aufgemacht hat, hieß es noch lange nicht, dass sie wieder gesund wäre. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo bitte willst du über? Willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist in Mitte von einer tiefen Schlucht, noch nicht bemerkt. Und sowohl Süd- als auch das Nordtor sollen im Moment ja gesperrt sein, oder? Tja, was ist nur? Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das nicht noch ein bisschen gefährlicher? Hm? Muss ich mich vor dir etwa umkommen? Steiner! Wessen Aufgabe ist es, Prinzessin gar nicht zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe, die Aufgabe von einem königlichen Ritter. Schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir ja einer Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir noch overgelangen. Okay, da steht jetzt neben dran wie ein Klotz. Schlafenszeit. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt.
Was ist denn überhaupt geschehen? Nachdem wir das Riesenmonster im Wald fertig gemacht haben, ist ja plötzlich alles drunter und drüber gegangen. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie rausholen. So leicht geht es aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns? Nee, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht so spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Aber der Kartimer von Blankhen befindet sich südlich vom Wald der Höhle. Vielleicht können wir ja von dort aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du schon Angst gar nicht? Keine Angst, ich bin hier weiter. Schmierlapper. Oha, da kommt was. Moment, Kopo. Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemand lebend aus dem Rauskommen sehen. Wahnsinn, Kopo. Ihr seid ganz schön stark, Kopo. Aber bloß nicht übermutig wäre, Kopo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kopo. Bevor ihr in die große, weite Welt hinausgeht, geht zum Mockmeier. Der weiß Bescheid, Kopo. Mockmeier, erleuchte uns! Ja, sehr weise, wenn er im Sumpf lebt, ne? Der Mockmüller ist auch noch dabei. Chefchen, bringst du mal heute wieder so einiges bei, Kopo? Ja, logisch, Kleiner. Also sperr mal der Lauscher auf. Heute haben wir sogar seltene Gäste, da werde ich mich besonders ins Zeug lecker. Nee, ich brauche das alles eigentlich echt nicht. Chefchen, weiß echt viel, Kopo. Hehe, so ist es. Ich brauche das aber echt nicht. Ich weiß so, Tutorial kenne ich mich ja aus. Ich weiß ja, wie alles geht. Als Zeichen von unserer Freundschaft schenke ich euch die Flöte, Kopo. Mokris Flöte erhalten. Mit ihrer Flöte könnt ihr uns im Weltmodus herbeirufen, welche auf ihr Spieler drückt Viereck. Kopo, gute Reise, Kopo. Vielen Dank. Kopo. Tschüss, Kopo. Ein Freund? Wo ist er? Die anderen sind schon weg, Kopo. Prinzessin, so warte doch. Ach ja. Gut, Grundsteuerung für die Weltkarte. Mit X betreten wir Gebäude und Fahrzeuge, mit Viereck rufen wir den Mokri, mit Touchpad rufen wir die Karte und mit L-Taste und R-Taste können wir an der Kamera rumschrauben. Kontinent des Nebels. Oh, die Musik. Die Musik. Die ist einfach nur großartig. Das ist Melodies of Life. Das ist die Hauptmusik von Final Fantasy IX. Und ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle hier auch meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, da ist alles versteinert, ich weiß. Wir gucken uns dann morgen um vom Kontinent des Nebels und gucken, dass wir irgendwie einen Ausweg finden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.